Heute ist Raju, ist das alles in Ordnung? Ja, genau, die Aufnahme ist begonnen. Ja. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Ihr seid alle herzlich willkommen. Heute ist der Tag der internationalen Menschenrechte. Also der Tag, der von UNO veröffentlicht wurde, das Jahr an die Menschen, die unter Menschenrechtsverletzungen leiden, erinnert, und man hält Vorträge, man macht Veranstaltungen. Wir als uigurische Gemeinde in Europa e.V. haben das als Anlass genommen, und über die Menschenrechtsverletzungen in unserer Heimat zu sprechen, habe ich hier wirklich prominente Gäste und Experten. Ich bedanke mich ganz herzlich für alle Rednerinnen und Redner, die unser Angebot angenommen haben und hier bereit sind, einen Vortrag zu leisten. Ich möchte erstmal unsere Gäste ganz kurz vorstellen. Reihe nach: Martin Patzelt, er ist Bundestagabgeordneter, ein CDU-Politiker. Er ist seit 2013 Mitglied des Bundestages und ehemaliger Oberbürgermeister von Frankfurt, Frankfurt im Oder, also nicht in Frankfurt im Main. Und er ist auch Mitglied der Menschenrechtsausschuss des Bundestages. Dann Frau Generalkonsulin der Vereinigten Staaten, Frau Megan Gregonis. Sie ist seit Juli 2018 Generalkonsulin der Vereinigten Staaten in Amerika. Früher war sie, war sie stellvertretende Direktorin für Public Diplomacy im Büro im Europäischen und Eurasia-Angelegenheiten, und war sie auch im Nationalen Sicherheitsrat für die Beziehungen USA und Türkei. Herzlich willkommen. Und Markus Rindersbacher ist seit 2008 im Bayerischen Landtag. Von 2008 bis 2018 war er Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten, also Oppositionsführer. Und jetzt seit 2018 ist er Vizepräsident der Bayerischen Landtag und gleichzeitig europapolitischer Sprecher seiner Fraktion. Wir haben Ulrich Delius. Ulrich Delius ist ein Menschenrechtsaktivist, schon seit Jahrzehnten kann ich sagen, war Europa- und Asienreferent bei der Gesellschaft für bedrohte Völker und seit 2017 ist Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker und ist auch gleichzeitig Autor, hat er 2 Bücher rausgegeben. Und Dr. Rune Stimberg, er ist ein Anthropolog und war mehrmals in unserer Heimat, spricht uigurische Sprache fließend Uigurisch und wie Uigurisch. Und er war in unserer Heimat, Uigurisch zu lernen, hat sich an der Uni gemeldet, aber wurde er zur Uni nicht aufgenommen, und er hat gesagt, aber trotzdem lerne ich Mitarbeiter an der Universität Palaski, wenn ich mich nicht richtig ausspreche, und war in Kasachstan, Kirgisistan, hat sich über Uiguren in diese Länder recherchiert und eine
Uigur-Experte. Jetzt möchte ich das Wort an Herrn Martin Patzelt geben. Was macht die deutsche Regierung und wie sehen Sie die Sache? Wie sollte man mit der chinesischen Aggression umgehen? Bitte schön, Sie haben das Wort. Dankeschön, Herr Kahn. Ich danke Ihnen auch für die Einladung, die Sie mir gegeben haben zu der Veranstaltung. Das ist nicht nur eine Ehre, dass ich unter so bekannten und engagierten Menschen mitreden darf. Das macht mich auch immer etwas betroffen. Ich muss diese Vorbemerkung sagen, denn mir wird als Politiker im Menschenrechtsausschuss in einem so starken Maße immer bewusst, wie vielfältig und wie gravierend die Menschenrechtsverletzungen in der Welt sind und wie wenig wir da tun können. Deshalb halte ich es für wichtig, dass wir das, was wir tun, auch sehr bewusst tun und nachdrücklich und dass wir immer den Schleier von die Verschleierung wegreißen, wenn es darum geht, andere Interessen, die wir haben, gegen die Menschenrechte eigentlich nicht mal abzuwägen, sondern unerkannt durchzusetzen. In dem Konflikt stehen wir so als Abgeordnete, ich will Ihnen das ganz ehrlich sagen, und ich plaudere dabei bestimmt nicht aus dem Nähkästchen, es gibt diplomatische, es gibt wirtschaftliche Interessen, es gibt auch Interessen der Friedenswahrung, aber sie gehen oft auf Kosten der Akzeptanz von Menschenrechtsverletzungen. Ich würde nicht sagen Billigung, aber Akzeptanz. Wir nehmen das hin, weil wir den Schaden, der sich dabei, wenn wir anders handeln würden, vielleicht ergeben würde, für uns selber für größer erachten. In diesem Konflikt befinden wir uns als Abgeordnete, und ich nehme das für mich so wahr, permanent. Ich soll Ihnen sagen, was die deutsche Regierung tut. Ich habe mir das mal ein bisschen zusammengeschrieben und habe geguckt. Es ist ja doch erstaunlich, was wir machen. Über die Wirkung können wir vielleicht später diskutieren. Also grundsätzlich gilt für unsere Regierung die Unteilbarkeit und die Gültigkeit der Menschenrechte und die Grundfreiheiten und die Achtung der Menschenwürde. Ich glaube, davon sind alle, nicht nur in der Regierung, sondern auch im Parlament überzeugt. Und wir beobachten, die Bundesregierung beobachtet das auch, dass die Menschenrechtslage in China in einem erschreckenden Maße gebrochen wird, dass sie auch eine zunehmende Verletzung erlebt, insbesondere in der Provinz Xinjiang in Bezug auf die muslimische Minderheit der Uigurinnen und Uiguren. Also jetzt die Gruppe von Betroffenen, mit denen wir heute Abend reden und um die es geht. In den Internierungslagern, in den Umerziehungslagern leben heute schätzungsweise 1 Million Uigurinnen und Uiguren. Das erfüllt uns mit großer Sorge und mit einem großen Leid auch. Nach der Veröffentlichung der sogenannten China Checklist am 24. November 2019, bei denen es sich um eine Reihe interner, als Verschlusssache eingestufter Dokumente der Kommunistischen Partei Chinas handelt, gibt es eine Quelle, die das Ausmaß dieser Menschenrechtsverletzungen, das bisher von verschiedenen NGOs wie Human Rights Watch immer wieder darstellte, nun endlich beweist. Die Echtheit der Dokumente wird von der Bundesregierung anerkannt. Und in diesen Papieren wird auch aufgezeigt, dass die Hochsicherheitsstraflager über ein System der Massenüberwachung abgesichert ist. Die Sicherheitsbediensteten haben Zugang zu einer persönlichen Datenbank, die der absoluten Kontrolle der Inhaftierten dient. Für uns in Deutschland überhaupt nicht vorstellbar. Weil Human Rights Watch beschrieb die Provinz Xinjiang in China als den durchdringendsten Überwachungsstaat, den die Welt je gesehen hat. Bekannt ist auch, dass in etwa 500.000 uigurische Kinder systematisch von ihren Eltern entzogen wurden, um diese entsprechend des chinesischen Ziels der Sinisierung der chinesischen Gesellschaft, also die Gesellschaft zu transkultieren, ihre nationale, ihre kulturelle Identität zu rauben. Die Sinisierung bedeutet aber nichts anderes als Kontrolle. Nicht nur der Islam soll sich dem Absolutheitsanspruch der KP Chinas beugen, sondern alle Religionen. Die Religionen sind die ideologische Konkurrenz zum Absolutheitsanspruch der KP Chinas. Deswegen halten wir Deutschen es auch immer so, dass wir sagen, zu den Menschenrechten gehört unteilbar auch das Recht der Religionsfreiheit. Und wenn man die Religionsfreiheit den Menschen nimmt,
dann nimmt man ihnen ein zutiefst damit verbundenes Menschenrecht, was sich letzten Endes in ihrer Identität auch deutlich macht. Die Bundesregierung und die verschiedenen Abgeordneten vom Bundestag, insbesondere wir im Menschenrechtsausschuss, verurteilen natürlich diese schweren Menschenrechtsverletzungen gegen die Uigurinnen und Uiguren mit den Internierungen und Umerziehungen und dem Entzug der Kinder als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und wir Menschenrechtler wünschten aus tiefstem Herzen, dass das auch so von der Regierung und am besten im Europäischen Parlament ohne Zaudern und ohne Minderung auch so deutlich und nachdrücklich gesagt wird. Obwohl die Bundesregierung selbst keine genaue Analyse der menschenrechtlichen Lage in Xinjiang erheben kann, da der Zugang in dieses Gebiet durch die chinesischen Behörden erheblich behindert, wenn nicht sogar verboten wird, und wir damit nur im sehr eingeschränkten Maße, wenn überhaupt, die Situation überprüfen können. Und die chinesische Regierung mangelnde Transparenz zeigt, gar nicht darüber reden möchte mit uns, bestätigt die Bundesregierung mit dem China-Checklist die massiven systematischen Menschenrechtsverletzungen in der autonomen Region Xinjiang. Das heißt, die deutsche Regierung lässt keinen Zweifel daran, dass sie an diese Daten, an diese Papiere, an diese Situationsbeschreibung glaubt. Die Menschenrechtserkenntnisse, sie verstoßen alle gegen internationale Menschenrechtsstandards. Die Bundesregierung hat sich intensiv in bilateralen Gesprächen, zum Beispiel im Menschenrechtsdialog mit China im Dezember 2018, im deutsch-chinesischen strategischen Dialog mit dem chinesischen Außenminister und Staatsrat Wang Yi am 13. Februar 2020 in Berlin und auf jeder Ebene, wo es nur geht, in allen multilateralen Foren wie dem Menschenrechtsrat, letzte am 24. Februar 2020, in den Vereinten Nationen, in der Generalversammlung, sowie auch im europäischen Zusammenhang gegen die Menschenrechtsverletzungen in China und die Repression der ethnischen und religiösen Minderheiten wie die der Uiguren ausgesprochen. Der deutsche Außenminister Maas hat auf seiner China-Reise am 12. November 2018 die Umerziehungslager benannt und hat sie als überhaupt nicht akzeptabel beschrieben. Er hat gesagt, wir dürfen uns in der Welt, nicht nur wir Deutschen, sondern wir dürfen uns in der Welt nicht damit abfinden. Auch die Bundeskanzlerin hat nach der Veröffentlichung des China-Labels deutlich gemacht, dass die Bundesregierung die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang an den Uiguren scharf verurteilt. Die Bundesregierung fordert nach wie vor einen ungehinderten Zugang zu den Internierungslagern und eine absolute Transparenz durch die chinesische Regierung. Wenn sie denn nichts zu verbergen hat, dann kann sie das auch zeigen, was sie dort tut und vorhat. Wenn sie ein gutes Gewissen hat, weiche ich mal jetzt hier von meinem Redeprotokoll an, dann wäre es nicht schwierig, auch Besucher dahin zu führen. Wenn das alles im Namen von Menschenrechten und zum Wohle von Menschen geschehen würde, dann hätte die chinesische Regierung nichts zu verbergen. Der deutsch-chinesische Menschenrechtsdialog ist ein regelmäßiges Dialogformat der Bundesregierung, das die problematischen Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China regelmäßig und mit Nachdruck thematisiert und auch in diesem Format explizit die Schließung der Internierungslager regelmäßig fordert. Ich würde fast sagen, immer wieder die gleiche Forderung. Gleiches geschieht auch mit den gemeinsamen Positionen innerhalb der EU unserer Mitgliedstaaten. Die Bundesregierung ist ferner bemüht, auch für Abgeordnete des Deutschen Bundestages, die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Dr. Kofler, einen freien und ungehinderten Zugang nach Xinjiang zu ermöglichen. Da sind wir immer noch im Bemühen, über unsere entsprechenden Regierungsstellen eine solche Reise zu ermöglichen. Auf dem strategischen Dialog im Februar 2020 hat die Bundesregierung dieses Anliegen der chinesischen Regierung erneut übermittelt. Unsere Erkenntnis über die Freilassung und die Frage an China, warum einige Menschen freigelassen wurden, hat China am 26. Februar 2020 im 43. Menschenrechtsrat damit erklärt, dass alle Internierten der sogenannten Ausbildungszentren nach Beendigung von Maßnahmen zur Deradikalisierung freigelassen und mit Hilfe der Regierung in das Wirtschaftsleben integriert wurden. Verquererweise befinden sich die freigelassenen Menschen aber danach in Zwangsarbeit. In diesem Zusammenhang kann man nur an deutsche Unternehmen, die deutsche Wirtschaft appellieren und im Gespräch bleiben und es auch moralisch stigmatisieren, dass die sich in China niedergelassenen Unternehmen
sich die Menschenrechtslage vor Ort genau ansehen, dass sie ihre menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten nachkommen und nicht nur ihre Rendite im Blick haben und sich nicht zu Handlangern dieses Systems machen lassen, auch wenn sie das nicht selber so sehen wollen. Dass die menschenrechtsverachtenden Handlungen nicht mitgetragen werden von deutschen oder europäischen Unternehmen. Die Trennung der Kinder von ihren uigurischen Eltern wird von der Bundesregierung als Verstoß gegen die internationale Kinderrechtskonvention angesehen. Es besteht zudem die große Besorgnis darüber, dass die Uiguren, die im Ausland leben, ganz gezielt von der chinesischen Regierung in Auftrag gegeben, entführt werden, nach China verbracht werden sollen, insbesondere dann, wenn sie mit einer lauten Stimme und sehr klar und deutlich reden. Für Deutschland gibt es momentan keine Anzeichen einer solchen Gefahr. Hier ist die Polizei unserer Länder zuständig, die im Einzelfall die erforderlichen Schutzmaßnahmen auch polizeilich ergreifen würde, wenn es denn nicht manchmal zu spät ist. Befürchtung der Ausweitung der Internierungslager teilt die Bundesregierung. Sie ist der Meinung, dass es eine mögliche Ausweitung solcher Lager auf die Provinz Sichuan und auf das autonome Gebiet der Hui-Nationalität Xinxia geben soll. Die Befürchtung der Radikalisierung auf der Seite der Uiguren teilt die Bundesregierung auch. Wegen der chinesischen Menschenrechtsverletzungen im geschilderten Ausmaß geht die Regierung davon aus, dass es auf Seiten der Uiguren bereits zur Radikalisierung gekommen ist. Eine solche Eskalation, das ist unsere große Sorge und auch der Abgeordneten, würde der chinesischen Regierung nur wieder Argumente in die Hand geben, ihr menschenrechtlichen Verletzungen dann auch noch transparenter und offener zu vertreten und mit einem Schuldspruch gegenüber den Uiguren begründen. Das ist so erstmal die Situation, so wie ich sie geschildert habe. Es bleibt unter dem Strich eben eine zwar klare, aber dennoch traurige und relativ wirkungslose Handlungsweise. Im Gegenteil, wir müssen beobachten und beobachten das leidvoll, dass die chinesische Regierung sich von unseren Worten und Stellungnahmen nicht beeindrucken lässt. Unsere Bemühungen im Menschenrechtsausschuss gehen dahin, dass wir zunehmend mit der Wirtschaft ins Gespräch kommen und genau das thematisieren, was ich hier gesagt habe. Wenn wir tatsächlich als Nation hinter unserem Grundgesetz stehen und wenn wir dies nicht nur aus moralischen Gründen machen, sondern weil wir der Überzeugung sind, dass es einer Gesellschaft zukünftig besser geht, wenn Menschen in Freiheit und mit einer gesunden Identität leben können, dann handelt der chinesische Staat auch gegen seine eigenen Interessen. Natürlich langfristig, natürlich sieht er das nicht ein. Natürlich sind seine Praktiken, und das sage ich als ehemaliger DDR-Bürger, der in einem kommunistischen System die längste Zeit seines Lebens zugebracht hat, es hat keine Zukunft. Es hat keine Zukunft, denn der Mensch hat genuin das Bedürfnis nach Freiheit und einer gesunden Identität. Und wer sie ihm nimmt, der wird auch für sein Volk schließlich und auf lange Sicht schlimme Früchte dafür ernten. Danke. Herr Skarka, Mikrofon auf. Vielen herzlichen Dank, Herr Martin Patzelt, für Ihr Statement. Wir sind froh, Sie im Menschenrechtsausschuss zu haben und wir sind auf Ihre Hilfe immer angewiesen. Wir werden Sie vielleicht öfters nochmal ansprechen wegen der Sache der Uiguren. Und jetzt Frau Generalkonsulin Megan Gregonis. USA tut ja viele Sachen besonders im letzten Jahr, viele Resolutionen wurden verabschiedet und wir möchten gerne von Ihnen wissen, wie sieht die amerikanische Regierung und USA die Sache der Uiguren und was wird es in Zukunft noch auf uns zukommen? Bitte schön. Ja, danke, lieber Asghar und sehr geehrte Mitdiskutanten, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Einladung am heutigen Internationalen Tag der Menschenrechte, ein paar Worte zu diesem wichtigen Thema zu sagen.
Der 10. Dezember ist prädestiniert für eine Veranstaltung zum Schutz der Rechte von ethnischen Minderheiten. Wir im US-Generalkonsulat in München und unsere Botschaft in Berlin halten seit langem engen Kontakt zum World Uyghur Congress und haben zuletzt im Oktober mit mehreren gemeinsamen Aktionen auf die Lage der Uiguren aufmerksam gemacht. Wir sehen mit Sorge, dass die Volksrepublik China die Menschenrechte vieler ethnischer Minderheiten in ihrem Land krass missachtet. Mit ihrem neuen Sicherheitsgesetz hat die Regierung in Peking im Sommer jede Hoffnung auf demokratische Eigenständigkeit Hongkongs zerstört. Zu Recht hat die Bundesregierung letzte Woche die Verurteilung des Aktivisten Joshua Wong zu einem Jahr Haft einen weiteren Baustein von besorgniserregenden Entwicklungen genannt. Muslimische Minderheiten wie Kasachen, Kirgisen und ganz besonders Uiguren in Xinjiang werden ebenso drangsaliert wie buddhistische Tibeter und Christen in anderen Landesteilen. Im November 2019 hat die New York Times interne Papiere des chinesischen Staates veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass Präsident Xi Jinping im Jahr 2014 ein hartes Vorgehen gegen die uigurische Minderheit angeordnet hat. Dabei solle keine Gnade gezeigt werden. Die Papiere wurden 2017 und 2018 verfasst und dem International Consortium of Investigative Journalists zugespielt, jener Organisation, die schon Rechercheprojekte wie die Panama Papers, die Implant Files oder die Luxembourg Leaks koordiniert hat. Das International Consortium of Investigative Journalists teilte die Dokumente mit weltweit 17 Medien, darunter der New York Times, dem Guardian und Le Monde. In Deutschland werteten Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR die Papiere gemeinsam aus. Wir wissen seit langem, dass China seit Jahrzehnten Uiguren Arbeitslagern interniert. Tatsächlich findet hier ein strategisches Vorgehen statt, mit dem Ziel der Auslöschung der religiösen, sprachlichen und kulturellen Identität der Uiguren und anderer ethnischer und religiöser Minderheiten. Mit den China Cables wurde nicht nur die massenhafte Internierung von Uiguren dokumentiert, es geht daraus auch hervor, dass China seine Botschaften und Konsulate im Ausland nutzt, um Uiguren im Ausland zu überwachen. Nach den Menschenrechtsverbrechen des 20. Jahrhunderts darf die internationale Staatengemeinschaft solche Verbrechen nicht länger tatenlos hinnehmen. Aus diesem Grund hat die Regierung der Vereinigten Staaten konkrete Maßnahmen ergriffen, um auf die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang zu antworten, mit Visa, Export- und Importbeschränkungen, finanziellen Sanktionen und multilateralen Initiativen. Bereits im Oktober 2019 wurden 28 chinesische Behörden und Unternehmen auf eine Sanktionsliste gesetzt. Dadurch wurden Exporte an diese Unternehmen eingeschränkt und amerikanische Firmen dürften danach nicht mehr mit ihnen zusammenarbeiten. Bei den betroffenen chinesischen Firmen handelte es sich hauptsächlich um Technologiekonzerne in den Bereichen Hightech und künstliche Intelligenz. Der Kongress hat mehrere Gesetze zum Schutz der Uiguren erlassen. Nachdem die China Cables bekannt wurden, forderte die US-Regierung im November 2019 in einem Gesetzentwurf zur Unterstützung der Uiguren auf, Behörden und Firmen, für die
die für die Internierung von Uiguren oder deren Zwangsarbeit verantwortlich sind, mit Sanktionen zu belegen. Verschiedene Stellen der US-Regierung wurden verpflichtet, dem Parlament regelmäßige Fortschrittsberichte zur Lage der Uiguren in Chinas nordwestliche Provinz Xinjiang zu übermitteln. Die Sprecherin des US-Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, hatte Peking sofort in einer Rede barbarische Taten vorgeworfen. Die Uiguren und andere muslimische Minderheiten litten unter brutaler Repression und allgegenwärtiger Massenüberwachung. Willkürlich und zwangsweise werde Erbgut selbst von Kindern gesammelt. Pelosi sprach von der Inhaftierung von 1 bis 3 Millionen unschuldiger Menschen und prangerte Schläge, Einzelhaft, Verweigerung von Nährung oder medizinischer Versorgung, zwangsweise Sterilisierung und andere Formen von Folter an. Pelosi erwähnte auch Zwischenfälle von Massenerschießungen und außergerichtlicher Tötungen. Wir schicken eine Botschaft an Peking. Amerika schaut zu und wird nicht schweigen, rief sie aus. Die Menschenrechtsverletzungen Pekings gingen über die Uiguren hinaus. Sie reichten von der jahrzehntelangen Misshandlung der Tibeter bis Hongkongs Kampf für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und der Inhaftierung von Journalisten, Bürgerrechtsanwälten sowie christlichen und demokratischen Aktivisten. Im Mai dieses Jahres unterzeichnete Präsident Trump ein Gesetz zum Einsatz von Sanktionen gegen China wegen des Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren. Der Entwurf wurde Ende Mai vom Senat und Kongress mit nur einer Gegenstimme genehmigt. Das Gesetz forderte zum ersten Mal Sanktionen gegen ein Mitglied des chinesischen Politbüros, den Sekretär der Kommunistischen Partei von Xinjiang, Chen Quanguo, als Verantwortlichen für große Menschenrechtsverletzungen. Im Juli dieses Jahres warf Außenminister Michael Pompeo China vor, Angehörige muslimischer Minderheiten in Konzentrationslagern in der Region Xinjiang zu internieren. Er habe Menschen getroffen, die Xinjiangs Konzentrationslagern entkommen seien, sagte Pompeo in einer politischen Grundsatzrede zu den amerikanisch-chinesischen Beziehungen in der Richard Nixon Bibliothek im kalifornischen Yorba Linda. Die Vereinigten Staaten arbeiten mit Firmen zusammen, die Partnerunternehmen in China haben, um Zwangsarbeit aus ihren Lieferketten zu verbannen. Am 1. Juli veröffentlichten US-Regierungsbehörden den Xinjiang Supply Chain Business Advisory, der vor rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken sowie vor Rufschädigung durch Geschäfte mit chinesischen Firmen warnt, die Menschenrechtsverletzungen begehen. Niemand will Produkte kaufen, billige Produkte, die im Westen Chinas mithilfe von Sklavenarbeit hergestellt wurden, sagte dazu US-Außenminister Michael Pompeo. Ende Juli sagte Finanzminister Steven Mnuchin, man wolle die volle Bandbreite der finanzpolitischen Maßnahmen nutzen, um jene zu belangen, die gegen Menschenrechte verstießen. Um Zwangsarbeit in Keim zu ersticken, verhängte das US-Finanzministerium am 31. Juli Sanktionen gegen die Xinjiang Production and Construction Corporation wegen ihrer Beteiligung an schweren Verstoßen gegen die Rechte ethnischer Minderheiten in Xinjiang. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie fragen sich jetzt vielleicht, wird sich an der US-amerikanischen Position nach dem Regierungswechsel im Januar etwas ändern? Es wäre unehrlich, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ich wusste genau, was kommt.
Aber ich erwarte keine völlige Kursänderung der US-Außenpolitik in einer demokratischen Regierung und schon gar nicht, wenn es um die Verteidigung von Menschenrechten geht. Es war durchaus Absicht, dass ich die demokratische Mehrheitsführerin Nancy Pelosi zitiert habe. Und lassen Sie mich darauf hinweisen, dass der damalige Präsident Barack Obama im Jahre 2014 vehement die Freilassung des uigurischen Bürgerrechtlers Ilham Tohti und des mittlerweile leider verstorbenen chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobao gefordert hat. Der damalige US-Außenminister John Kerry sagte damals, Tohti sei dafür bekannt, sich für Dialog und Toleranz einzusetzen. Mit seiner Inhaftierung wurde eine wichtige, gemäßigte Stimme der Uiguren zum Schweigen gebracht. Die US-Menschenrechtsorganisation Initiatives for China beklagt, dass Chinas Regierung jede Kritik an ihrer Politik gegenüber Uiguren als Separatismus und Terrorismus betrachte. Das Regime verfolge in Minderheitengebieten eine Politik der politischen Unterdrückung, wirtschaftlichen Ausbeutung, kulturellen und religiösen Auslöschung. China hat der Welt gezeigt, dass es keine Gnade gegenüber Uiguren zeigt, die sich trauen, seine unterdrückerische Herrschaft in Frage zu stellen, sagte der Präsident der amerikanischen Vereinigung der Uiguren, Alim Seethoff. Meine Damen und Herren, wir alle müssen zusammenarbeiten, um auf die Beachtung der Menschenrechte weltweit hinzuwirken. Auch auf nationaler und europäischer Ebene gibt es Fortschritte. Die Bundesregierung hat mit großer Sorge auf neue Enthüllungen über die Verfolgung der Uiguren reagiert. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts sagte Ende 2019, man sei seit geraumer Zeit mit der chinesischen Führung in sehr ernstem Gespräch über das Thema und fordere eine Verbesserung der Menschenrechtssituation sowie den Zugang internationaler Experten zu der von den Uiguren bevölkerten Region. Sanktionen gegen China seien allerdings nicht geplant, ebenso wenig wie eine Einflussnahme auf deutsche Unternehmen, die in der Region investieren wollen. Verzeihen Sie mir bitte meine Offenheit, aber das reicht nicht. China ist ein gigantischer Wirtschaftsraum und wir alle möchten gerne mit China Geschäfte machen. Aber es darf nicht sein, dass der Verweis auf die Missachtung von Menschenrechten zu einer lästigen Pflichtübung verkommt. Niemand in China und anderen Regimes, die die Menschenrechte mit Füßen treten, wird den Westen ernst nehmen, wenn wir weiterhin die Frage der Menschenrechte unseren wirtschaftlichen Interessen unterordnen. Wir in den USA, genau wie die europäischen Demokratien, allen voran Deutschland, müssen hier an einem Strang ziehen. Deshalb mein eindringlicher Appell: Lassen Sie uns nicht nachlassen in unserem gemeinsamen Bemühen, die Dinge beim Namen zu nennen und aktiv auf eine Verbesserung der Bedingungen für die Uiguren und andere unterdrückte Minderheiten hinzuwirken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Kennt jemand die Reihenfolge? Ja, ich denke, Herr Rindersbacher ist jetzt der Nächste, der sprechen wird. Okay. Möchten Sie vielleicht einfach anfangen? Ich wusste nicht, dass ich dran bin. Ich habe offensichtlich keine Verbindung mehr zu Askar Can. Aber wenn es nicht nur mir so geht und Sie mich hören können, fange ich einfach an. Ich sehe ein Nicken. Auch ich freue mich sehr, lieber Askar Can, vielen herzlichen Dank, mein Freund, für die Einladung. Meine Damen und Herren, verehrte Frau Generalkonsulin, Herr Kollege Patzelt, lieber Ulrich Delius, meine Herren. Es ist eine besondere Ehre, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich bin ja eigentlich nur so ein klitzekleiner Landespolitiker aus Bayern und dann in diesem erlauchten internationalen Kreis auch einige Worte beitragen zu dürfen, empfinde ich als große Ehre. Möglicherweise liegt es auch daran, dass ich als bayerischer Politiker an dieser Konferenz teilnehmen darf, weil die größte Exilgemeinde der Uiguren außerhalb Chinas bei uns in der bayerischen Landeshauptstadt in München ist, mit knapp 800 Uigurinnen und Uiguren, insgesamt 1700 Uigurinnen und Uiguren bei uns im Freistaat. Und der Freistaat deshalb so etwas, so empfinde ich es zumindest, die Verpflichtung hat, eine besondere Schutzmacht für diese Minderheit in diesen schwierigen Zeiten darzustellen. Ich freue mich, dass ich bereits seit vielen Jahren sehr guten Kontakt habe zum Weltkongress der Uiguren, insbesondere auch zu Askar Can. Ich erinnere mich noch an unsere erste Pressekonferenz im Jahr 2009 nach dem Massaker von Urumqi im Juli, als wir eine gemeinsame Pressekonferenz in der Münchner Innenstadt gegeben haben, um auf die Missstände aufmerksam zu machen. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Antrag im Rechtsausschuss des Bayerischen Landtags, als ich beantragte für meine Fraktion, dass nach Möglichkeit unschuldige uigurische Insassen des Gefangenenlagers in Guantanamo möglicherweise bei uns in München aufgenommen werden sollten. Und ich stelle fest, dass sich in den letzten 11, 12 Jahren unendlich viel getan hat in diesem Bereich. Als ich damals meiner Fraktion 2009 diese Fragestellungen der Uiguren vorgestellt und dann schließlich auch in den Landtagsausschuss eingebracht haben, war die Reaktion meiner Kolleginnen und Kollegen zunächst mal, Ui was? Uiguren? So war das vor 11 Jahren tatsächlich. Das ist meine Erfahrung von damals. Und ich muss feststellen, dass sich das fundamental geändert hat. Die Uiguren sind mittlerweile zu echten Symbolen internationaler Menschenrechtspolitik geworden. Jeder weiß, dass es sich um eine Minderheit handelt, die zutiefst unterdrückt wird, diskriminiert, in Internierungslagern gehalten wird, dass die Religionsfreiheit dieser muslimischen Minderheit mit Füßen getreten wird und dass dies eines der virulentesten Menschenrechtsthemen überhaupt weltweit ist. Und dazu kann man dies mit Sorge betrachten, man muss es mit Sorge betrachten, wie auch die beiden Vorrednerinnen dies zum Ausdruck gebracht haben. Man kann aber auch mit ein Stück weit Respekt und Anerkennung zum Ausdruck bringen, dass der uigurischen Gemeinde bei uns in Bayern und in Deutschland wirklich durch die hartnäckigen Dranbleiberqualitäten gelungen ist, dieses Thema immer wieder und immer stärker in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu rücken. Das war vor 10, 11, 12 Jahren so noch nicht der Fall. Und mittlerweile haben die unterschiedlichsten politischen Gremien reagiert. Es gab wertvolle, auch tolle Auszeichnungen. Ich denke zuletzt an die Auszeichnung von Ilham Tohti, dem uigurischen Wissenschaftler, mit dem Sacharow-Preis durch das Europäische Parlament und an andere Auszeichnungen mehr. Meine Vorredner haben auch verschiedene Dokumentationen im deutschen und internationalen Medien benannt, aus denen hervorgeht, wie schwierig die Menschenrechtslage für die Uiguren ist. Deshalb haben wir allen Anlass, an dem heutigen Tag der Menschenrechte noch einmal, und ich möchte das für meine Person in Anspruch nehmen, unsere Solidarität zu erklären und natürlich auch die Protestation, dass diese Menschenrechtssituation sich in China dringend schnell verbessern muss. Ich bin auch der Auffassung, dass auch wir ein Umdenken gegenüber der chinesischen Politik
innerhalb Europas und Deutschlands dringend benötigen. Das hat bisweilen stattgefunden. Das Europäische Parlament hat eine neue China-Strategie formuliert vor 1-2 Jahren, aus der hervorgeht, dass nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch die Europäische Union China als systemischen Rivalen sieht. Bei allem Welthandel, der wichtig ist und an der einen oder anderen Stelle auch notwendig, kann man, wenn man gute Geschäfte macht, auf keinen Fall über Menschenrechte so hinwegsehen, wie das mitunter der Fall ist. Herr Kollege Patzelt aus dem Deutschen Bundestag hat das, wie ich finde, sehr gut zum Ausdruck gebracht. Und wir müssen auch uns vergegenwärtigen, dass der lange Arm Chinas selbstverständlich auch bis zu uns nach Europa, nach Deutschland und Bayern reicht. Ich denke hier beispielsweise, es ist angedeutet worden von der Generalkonsulin, an die Konfuzius-Institute, auch bei uns in Bayern. Bayern ist das einzige Bundesland von 16 Bundesländern in Deutschland, das die Konfuzius-Institute seit 2014 mit fast 350.000 € bayerischem Steuergeld gefördert hat. Konfuzius-Institute stehen unter dem begründeten Verdacht, nicht nur uigurische und insgesamt chinesische Studierende und Wissenschaftlerinnen an bayerischen Universitäten zu bespitzeln, sondern sie üben auch indoktrinären politischen Einfluss auf die Exilgemeinde Chinas auf bayerischem und deutschem Boden aus. Und sie macht natürlich das, was China ein besonderes Anliegen ist, nämlich die Softpower ausbauen, gezieltes Influencing, Propaganda auf einer subkutanen Ebene, die viele zunächst mal gar nicht mitbekommen. Der frühere Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, Theo Sommer, hat das sehr eindringlich beschrieben, dass es offensichtlich auch in unserem Land Eliten gibt, in der Publizistik, in der Politik, in der Wirtschaft, die sich, ich sage es mal salopp mit meinen Worten, sehr schnell einseifen lassen, sich als China-Versteher gerieren und sagen, es ist doch wichtig, auch im Sinne von Wandel durch Annäherung, dass man hier den unmittelbaren Kontakt hat und dass man den Dialog pflegt. Um nicht missverstanden zu werden, selbstverständlich bin auch ich der Meinung, dass man den Dialog gerade auch mit jenen Regierungen pflegen muss, die unsere Werte, unsere Prinzipien und unsere politischen Systeme nicht teilen. Dies ist keinesfalls falsch, sondern es ist richtig, wichtig und notwendig. Aber die Grundlage sollte doch bitte nicht die sein, die die Kommunistische Partei auf Parteitagen in Peking beschlossen hat, im Sinne dessen, dass man die Influencing-Kanäle der Kommunistischen Partei nutzt, sondern die Grundlage müssen unsere Werte sein, müssen unsere Kommunikationskanäle sein und wir müssen deshalb diese Propagandamaschinerie auch auf bayerischem und deutschem Boden dringend in Frage stellen, wenn es uns mit den Menschenrechten wirklich wichtig ist. Deshalb möchte ich auch zum Ausdruck bringen, und ich finde, Herr Abgeordneter Patzelt, dass wir da in der Großen Koalition etwas sehr Gutes zu Beginn dieser Legislaturperiode im Koalitionsvertrag vereinbart haben, sollten wir auch über die Begrifflichkeit des sogenannten Lieferkettengesetzes sprechen. Das Lieferkettengesetz wird natürlich die Menschenrechtslage der Uiguren von jetzt auf nachher nicht sofort verbessern. Es wird Jahre dauern, bis es Erfolge zeitigt. Aber man muss es jetzt angehen. Um was geht es? Es geht um die Frage, ob wir dazu in der Lage sind, globalisierten Handel auch einigermaßen gerecht und fair zu gestalten oder ob wir es achselzuckend hinnehmen, dass 25 Millionen Menschen weltweit in Zwangsarbeit arbeiten, dass 1,4 Milliarden Menschen weltweit unter menschenunwürdigen Bedingungen sich verdingen, ungefähr die Bevölkerungszahl der Volksrepublik China, und dass weltweit 152 Millionen Kinder arbeiten gehen müssen, weil beispielsweise die Eltern in einer Goldmine in Burkina Faso zu wenig Geld verdienen oder die Näherinnen in Bangladesch, dass die Kinder noch mit anpacken müssen. 152 Millionen an der Zahl und die Hälfte dieser Kinder ist jünger als 12 Jahre. Da geht es mir nicht nur um einen
Moralismus, der in der politischen Debatte von mancher Seite ja auch abgelehnt wird, sondern es geht ganz konkret um die Frage, wollen wir die Standards, die wir bei uns in Bayern, in Deutschland oder auch in den Vereinigten Staaten haben, zum Exportschlager machen? Wollen wir diese verteidigen oder nehmen wir es hin, dass in fast schon einer imperialistischen Manier Länder wie die Volksrepublik China ihr System der Welt aufoktroyieren? Wir sehen das bereits in Afrika, wo die Volksrepublik China Investitionen in erheblichem Maße, insbesondere in Infrastruktur, leistet. Wir sehen das mit dem Modell der Seidenstraße und wir haben mittlerweile hoffentlich auch erkannt, was dahinter steckt. In Afrika beispielsweise hat in Addis Abeba die Volksrepublik China unter großem Pomp für 200 Millionen Euro der Afrikanischen Union ein eigenes Verwaltungsgebäude vermeintlich geschenkt. Und es hat sich dann kurze Zeit danach herausgestellt, dass wirklich jedes Konferenzzimmer verwanzt war von oben bis unten. Wir Deutsche, die Europäer und die Amerikaner haben sich gewundert, warum bei entsprechenden Vergaben öffentlicher Aufträge nie in unsere Bereiche gingen, sondern immer in Richtung Volksrepublik China. Die wurden einfach immer Punkt 0 Uhr bis um 1:30 Uhr darüber informiert, was in diesen Konferenzsälen gesprochen wurde und wussten, dass ihr Angebot an die Afrikaner immer knapp 1 Euro günstiger sein muss als die Angebote von deutschen Europäern oder von Amerikanern. Das heißt, da steckt kein Altruismus dahinter, sondern ein knallhartes Kalkül. Es geht dem Machthaber Xi Jinping um den Platz an der Sonne. Eine Formulierung, die zuletzt der deutsche Kaiser vor über 100 Jahren formuliert hat. Ein Weltanspruch und natürlich damit verbunden auch ein Weltmarktanspruch, der unverhohlen formuliert wird und der auch auf militärischer Ebene ganz offensichtlich Raum greift. Wir sehen die Annexionen im südchinesischen Meer und das militärische Engagement. Auch in meiner bescheidenen Funktion als Vorsitzender des Freundeskreises der bayerisch-taiwanesischen Parlamentarier sehe ich mit Sorge, dass mehrfach formuliert wurde, dass auch die Insel Taiwan 180 Kilometer jenseits von Festland China möglicherweise unter gleichen Druck gerät, wie das in Hongkong der Fall ist, und dass Taiwan zu Recht sich immer wieder hilfesuchend an die Weltgemeinschaft wendet den Blick nicht von uns ab, sondern schaut genau hin. Wir sind möglicherweise die Nächsten. Und gerade in Zeiten wie diesen, in einer Corona-Krise, ist es ja nicht ausgeschlossen, dass autoritäre oder in diesem Fall totalitäre Staaten und Diktatoren die sich verlangsamende Weltkugel während der Corona-Krise benutzen, um ihre auch militärischen, strategischen und imperialistischen Ziele zu verfolgen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass wir Europäer unsere Wachsamkeit erhöhen und dass wir dies auch politisch zum Ausdruck bringen, vielleicht stärker, als das in der Vergangenheit der Fall war. Ich möchte hier ausdrücklich meine Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass die transatlantischen Beziehungen mit der Wahl von Joe Biden wieder den Multilateralismus nach vorne bringen. Es ist vielversprechend, was in den letzten Wochen hier formuliert wurde, aber ich möchte auch ausdrücklich anerkennen, dass auch die aktuelle amerikanische Administration bis hin zu Obama das Blickfeld auf die Uiguren immer offen hatte, in einer Art und Weise, wie ich es mir mitunter auch von der Bundesrepublik und von der Europäischen Union gewünscht hätte. Das möchte ich hier ausdrücklich auch formulieren, aber ich bin guten Mutes, dass nach dem 20. Januar und der Inauguration des neuen amerikanischen Präsidenten hier eine transatlantische Zusammenarbeit, Frau Generalkonsulin, wieder Raum greift, die Menschenrechte noch stärker im Blick hat, als uns das gemeinsam gelungen ist. Und das sage ich ausdrücklich in Anerkennung dessen, dass die Amerikaner, unsere amerikanischen Freunde hier immer mit der notwendigen Klarheit auch in Richtung China kommuniziert hätten. Ich wünsche mir dringend, dass dieses Lieferkettengesetz, das ich eben angesprochen hatte, in dieser Legislaturperiode noch umgesetzt wird. Herr Kollege Patzelt, Sie wissen viel besser als ich, dass das ein Thema ist, das in der Koalition vielfältigst nach wie vor diskutiert wird,
dass der Entwicklungsminister und der Arbeitsminister dieses Thema dringend schnell unter Dach und Fach bringen möchten und auch müssen, wie ich finde. Das hätte nämlich zum Beispiel zur Folge, dass der menschenrechtliche Fußabdruck auch von Unternehmen Deutschlands, die in China oder zum Beispiel maßgeblich in Xinjiang organisiert und investiert sind, dass diese sich auch entsprechend transparent machen müssen. Ich sage immer, ein ehrbarer Kaufmann, ein guter alter deutscher Begriff, ein ehrbarer Kaufmann muss darstellen können, welches Produkt er verkauft. Bei mir in München-Trudering, wenn ich zum Metzger gehe, frage ich gerne, woher kommt denn eigentlich das Fleisch? Was ist da drin? Ist das bio? Ist das regional? Meistens können mir die Metzger dann auch eine gute Antwort geben, denn sie kennen ihre Produktion, sie kennen ihr Produkt. Das gilt allerdings leider nicht für alle Produkte. Und wenn ich dann nebenan zum Autohändler gehe und frage, woher kommt eigentlich das Coltan, woher kommen die seltenen Erden, können Sie mir garantieren, dass in dem Fahrzeug keine Kinderarbeit drin ist oder keine Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel gegenüber Uiguren, oder kein abgeholzter Regenwald im Tank, dann blicke ich häufig dann eben in Gesichter, die so ein bisschen fragen, was will der jetzt? Ich glaube, dass die deutschen Verbraucher aber ein Anrecht darauf haben und ein immer größeres Interesse, dass die Menschenrechtssituation in der Lieferkette wirklich transparent gemacht wird. Das gilt insbesondere auch mit Blick auf das Thema, das Askar Can heute hier auch aufgerufen hat. Es geht ja auch um die Frage Welthandel, Wirtschaft, zu welchen Bedingungen findet das statt? Und da wir noch immer die australische Studie in Erinnerung haben von Anfang des Jahres, wonach definitiv in Xinjiang Zwangsarbeit von Uigurinnen und Uiguren stattfindet, ganz offensichtlich auch deutsche Unternehmungen zumindest im Verdacht stehen, hier möglicherweise auch im Zusammenhang zu stehen, brauchen wir hier die notwendige Transparenz und da die Freiwilligkeit auch seitens deutscher Unternehmen sich nicht als so durchschlagend ergeben hat in den letzten Jahren, wie das die Bundesregierung zu Beginn der Legislaturperiode noch erhofft hat, braucht es jetzt ein solches Lieferkettengesetz für mehr Menschenrechte im Welthandel. Ein letztes Wort möchte ich noch sagen, und zwar ein Wort an den heutigen Organisator dieser Konferenz, an Askar Can, den ich nun seit vielen Jahren gut kenne, mit dem sich mittlerweile eine sehr gute empathische Freundschaft entwickelt hat. Er leistet wirklich ganz ausgezeichnete, formidable Arbeit für die uigurische Community, nicht nur zur Integration hier bei uns in München und Bayern, sondern auch gelingt es ihm und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern immer wieder, das Blickfeld, den Fokus auf dieses wichtige Thema zu lenken. Und deshalb gratuliere ich ihm sehr über eine Ehre, die ihm zuteil wird, aber zugleich auch dem Bayerischen Landtag. Denn der Bayerische Landtag hat beschlossen, Askar Can mit der höchsten Auszeichnung des Bayerischen Parlaments auszuzeichnen, mit der Bayerischen Verfassungsmedaille, die eben unmittelbar, nachdem das pandemische Geschehen wieder besser im Griff ist als jetzt, von der Landtagspräsidentin hier in Bayern überreicht wird. Dies ist erstens ein Zeichen des gesamten Bayerischen Parlaments als Bekenntnis für die Menschenrechte weltweit. Es ist eine Solidaritätsadresse an die Uiguren und Uiguren und es ist natürlich auch in besonderer Weise eine herausragende Auszeichnung für einen herausragenden Mann. Herzlichen Glückwunsch, Askar Can. So, Dankeschön, vielen herzlichen Dank für dein Statement und auch für den Preis, den ich vom Bayerischen Landtag bekomme. Ich freue mich darüber. Das ist natürlich eine Motivation für mich, die Arbeit weiterzumachen, wie bis jetzt, sogar noch im höheren Ebene. Vielen herzlichen Dank für deinen Einsatz für Uiguren. Du hast ja die Uiguren im Bayerischen Landtag bis jetzt 4 bis 5 Mal angesprochen, thematisiert und ich hoffe, dass in der Zukunft auch unsere Arbeit weitergeht.
Und noch Hinweise, die, liebe Zuschauer, Zuhörer, wenn Sie Fragen haben, das können Sie direkt über Chat an die Personen, die Sie Fragen stellen wollen, schicken. Das machen wir, wenn die ganze Veranstaltung vorbei ist. Und noch zwei Hinweise. Man hat öfters natürlich hier angesprochen, Xinjiang. Xinjiang, das ist natürlich chinesischer Name. Das bedeutet neue Grenze, neu gewonnenes Land. Ursprünglich heißt das Osttürkistan, also ursprünglich Osttürkistan. Zum Beispiel Tibet heißt ja auch chinesisch Xizang, aber man sagt nicht Xizang, sondern Tibet. Deshalb bitte ich also unsere Unterstützer, wenn es möglich ist, in Zukunft statt Xinjiang Osttürkistan zu sagen. Ich weiß, Ihre offizielle Position vielleicht erlaubt nicht, das zu sagen, aber das Land heißt Osttürkistan und sind in unserem Land nicht Minderheit. Also das ist unser Land, also Minderheit, das Wort stört mich auch wieder, wenn man Minderheit sagt, weil Minderheit kann man wirklich von irgendwohin gekommen ist, das ist schon Minderheit, aber das ist unser Land wurde von China besetzt, wir können nicht Minderheit sein, wir sind eigentlich Ureinwohner dieses Landes. Das ist dann auch, nachdem ich das geklärt habe, kann ich das Wort an Dr. Rune Steenberg geben. Er war öfters in unserer Heimat, er kennt Uiguren ganz gut und er hat recherchiert über Uiguren. Wir möchten jetzt gerne wissen, wie nimmt die wissenschaftliche Plattform oder Wissenschaft diese Vorgehen der chinesischen Regierung an Uiguren auf und was passiert auf wissenschaftlicher Ebene. Bitte, Herr Dr. Steenberg, Sie haben das Wort. Vielen herzlichen Dank, Eskarcan, und vielen Dank auch an die anderen Redner und Rednerinnen. Das ist wirklich sehr informativ und sehr spannend, heute dabei zu sein. Mein Name ist Rune Steenberg, ich bin Postdoc an der Palacký-Universität Olomouc, wo wir ein kleines EU-finanziertes Projekt haben, wo es unter anderem geht. Wir sind nicht die einzigen in Europa, die zu Uiguren arbeiten. Es gibt Forschungsstellen in Kopenhagen, an der Newcastle-Universität, in Brüssel, in Prag auch neuerdings ein neues Projekt dazu und dann natürlich ganz stark in der Türkei, in Istanbul und in Ankara, wo ich gerade gewesen bin und von wo ich vor einer Woche zurückgekehrt bin. Da gibt es auch eine sehr stark vertretene uigurische Minderheit, sowohl von Aktivisten, Aktivistinnen als auch Politikerinnen und auch Akademikern. Als ich meine Arbeit in Xinjiang oder Osttürkistan anfing, 2010, war die Situation relativ angespannt. Sie hat sich aber nach einem Jahr ungefähr wieder entspannt. Und so konnte ich von 2010 bis 2016 nicht nur jährlich in die Region reisen und insgesamt ungefähr 2 Jahre dort verbringen, um für meine Doktorarbeit zu forschen, sondern ich konnte auch mit lokalen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammenarbeiten, unter anderem mit Lahile Davoud, der bekannten uigurischen Anthropologin an der Xinjiang-Universität, und mit vielen anderen Sozialwissenschaftlerinnen in der Region. 2016 war ich das letzte Mal da. Ich war in Kashgar, als Chen Chuan-Guo, den wir vorher erwähnt bekommen haben, der erste chinesische Funktionär oder Regierungsbeamte, der mit Sanktionen belegt worden ist, weil wegen seiner starken Rolle in der Masseninternierung der Uiguren, die 2017 er wurde genau zu dem Zeitpunkt, als ich da war, zum ersten Parteisekretär in Xinjiangs gemacht. Seitdem habe ich den Kontakt zu meinen Freunden, zu meinen Kollegen an der Universität, zu allen, mit denen ich dort zu tun gehabt hatte, in den 6 vorhergehenden Jahren, wo ich insgesamt circa 2 dort verbracht habe, verloren.
Erst haben sie mir gesagt, bitte ruf uns nicht an, das ist zu gefährlich für uns. Dann sind sie komplett verschwunden. Und anschließend habe ich von vielen von diesen Menschen erfahren, dass sie inhaftiert worden sind, dass sie in Lager gesperrt worden sind, dass sie lange Gefängnisstrafen bekommen haben. Und das sind Menschen, von denen ich weiß, dass es keine religiösen Fanatiker sind. Das sind nicht mal Dissidenten oder wirklich politische Menschen. Das sind einfach Menschen, die gerne ihr Leben leben möchten, die gerne sein möchten, wer sie sind, ihre Identität ausleben, ihre Religion und so weiter und so fort. Zu diesem Zeitpunkt habe ich in New York gearbeitet, kurzweilig in London, und ich habe über diese Phänomene gesprochen, dass Menschen verschwunden sind. Aber niemand hat mir geglaubt. Die meisten, wie wir auch schon gehört haben, wussten zu diesem Zeitpunkt gar nicht, dass es die Uiguren gibt. Und selbst die, die es wussten, haben nicht gedacht, dass sowas passieren könnte, weil es wirklich sehr, sehr ungewöhnlich war, sogar für diese Region, die schon lange von Unruhen und politischer Instabilität geprägt ist. In den nächsten paar Jahren, ab 2017, 18, 19, habe ich viel Zeit damit verbracht, Vorträge zu halten. Ich habe Uiguren in Europa, in der Türkei, in Zentralasien besucht, habe Zeugenaussagen aufgenommen und stundenlange Interviews geführt über Folter in den Lagern, über Menschen, deren Familien komplett verschwunden sind und über alle möglichen Menschenrechtsüberschreitungen, die man sich so nur vorstellen kann und die ich mir vorher auch nicht vorstellen konnte. Langsam hat sich das Bild geändert und gedreht. Die Medien wurden plötzlich darauf aufmerksam. Mehr Wissenschaftler fingen an, darüber zu sprechen, dahingehend zu forschen. Und in gewisser Weise hat sich das Bild dann fast umgedreht, so dass das, was wir heute sehen und hören in den Medien und das, was auch einige meiner Kollegen produzieren, in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist. Es wird jetzt von den Überschreitungen gesprochen, es wird von hohen Zahlen gesprochen. Sehr häufig sind diese Fakten nicht besonders fundiert, sind diese Aussagen nicht besonders fundiert, und ganz viel von dem, was wir in den Medien hören, entspricht leider nicht der Wirklichkeit, zumindest nicht von gesicherten Fakten. Was können wir in der Wissenschaft aus einer akademischen Perspektive tun? Akademische Perspektive nicht unpolitisch zu sein, sondern es heißt, ein tiefes Verständnis zu liefern, einen Gesamtkontext und eine epistemologische Genauigkeit, wenn wir über diese Themen sprechen. Das heißt, Fakten von Vermutungen, von Extrapolationen und von Verdacht klar zu trennen. Daran arbeiten heute Wissenschaftler in ganz Europa und auch in Amerika. Leider werden viele von denen nicht besonders gehört und auch nicht zitiert, und es gibt eine sehr unkritische Auseinandersetzung mit den Fakten. Ich sage das nicht, um China in Schutz zu nehmen. Ganz und gar nicht. Ich habe Belege für Menschenrechtsüberschreitungen und es ist sehr wichtig, darüber zu sprechen und da was zu machen. Aber ich sage es, weil es Diskurse gibt, zum Beispiel zum Genozid, zum Beispiel zur Frage, ob das Konzentrationslager sind, und Vergleiche, die da gezogen werden, die am Ende dazu führen werden, zum einen, dass vielleicht sich herausstellt, dass es nicht so ist, wie es dargestellt wurde, und dementsprechend das ganze Sprechen über die Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang oder Ostturkestan an Glaubwürdigkeit verliert. Und zweitens, indem es in ganz bestimmten Medien vor allem angesprochen wird, die zum Beispiel stark durch Washington DC finanziert sind und nicht besonders viel in anderen Medien und nicht besonders viel in unabhängigen Medien, die auch weltweit Vertrauen erwecken, gibt es eine Tendenz dazu, dass ganz viele Länder, ganz viele Menschen in der Welt und besonders in den muslimischen Ländern dem nicht Glauben schenken, was berichtet wird. Leider ist die uigurische Situation zum Teil eines politischen Spiels geworden, und da sehen wir viele Beispiele von. Ich möchte dazu auffordern, dass wir alle viel stärker uns mit den Fakten auseinandersetzen. Ich habe jetzt Zeit, detaillierter aufzulisten, worum es wirklich geht, meiner Meinung nach, oder was die gesicherten Fakten sind und welche nicht gesichert sind. Aber wir haben zum Beispiel heute von den 1 Million Uiguren in Lagern gehört, die jetzt in Lagern sind. Das ist nicht der Fall. Die meisten sind
Entweder haben sie lange Gefängnisstrafen bekommen, darüber spricht niemand. Teilweise sind ganze Familien für 10, 15 Jahre ins Gefängnis gesteckt worden und teilweise sind sie in Arbeitslager verfrachtet worden. Und wir müssen uns mit diesen Fakten die Frage stellen, wovon ist das Teil, also eine globale Kontextualisierung, wie wir es auch heute schon von Markus Rindersbacher gehört haben, ist sehr, sehr wichtig. Das, was in Osttürkestan, Xinjiang genutzt worden ist, um die Uiguren einzusperren, hat auch hat ein Echo in anderen Teilen der Welt. Islamophobie, Überwachungsstaat, Staatsgewalt und industrielle Ausbeutung und Landraub sind ganz grundlegende, unterliegende Problematiken in den Menschenrechtsverletzungen, die wir in Xinjiang sehen. Und wie wir auch gehört haben, sind ganz viele westliche Firmen hieran beteiligt und profitieren hiervon. Ich habe in den letzten paar Wochen sehr viel mit verschiedenen Journalisten in Deutschland, in Dänemark, in den USA zusammengearbeitet, die zu verschiedenen spezifischeren Fällen geforscht haben, wo europäische und auch amerikanische Firmen von Zwangsarbeit in Xinjiang profitiert haben. Und was dabei herauskommt, ist, wie auch schon angesprochen wurde, dass das Ganze nicht nur das Lieferkettensystem undurchsichtig ist in den meisten Fällen, sondern dass die ganze Struktur so aufgebaut ist, dass wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, wie diese Dinge produziert werden. Und zwar nicht nur in diesen Fabriken, wo möglicherweise Uiguren Zwangsarbeit leisten. Es sind Fälle, die eher zufällig an unsere Aufmerksamkeit kommen und ganz, ganz viel werden wir wahrscheinlich nicht finden und nicht aufdecken. Und es sind große Firmen beteiligt. Volkswagen, Audi, Adidas, Puma, Bosch, Siemens sind alle erwähnt worden in diesem Fall. Und ich glaube, der Grund, weswegen wir nicht noch mehr haben, ist wirklich, dass wir eine Struktur haben, die diese Verknüpfung verschleiern. Also wir müssen zum einen aus wissenschaftlicher Perspektive genau raufgucken, was sind die Fakten, was sind Vermutungen. Und da, glaube ich, müssen wir auch enger zusammenarbeiten. Und zweitens müssen wir in unsere eigenen Strukturen schauen, die wir selbst mit aufgebaut haben. Als letztes möchte ich erwähnen, dass ein sehr, sehr großes Problem im Moment für die Uiguren ist, dass sie von China unter Druck gesetzt werden. Außerhalb Chinas, in Europa ist es teilweise unter Kontrolle. Die europäischen Polizeigruppen schauen auch drauf. Aber in der Türkei ist zum Beispiel gerade ein Uigure erschossen worden vor 4 Wochen, der sich bei Al Jazeera geäußert hatte. Seinen Fall können wir im Detail noch besprechen. Aber viele Uiguren rundum in der Welt sind stark gefährdet. Ich kenne auch mehrere, die in Deutschland kein Asyl bekommen haben. Die sind nicht zurückgeschickt worden und nicht abgewiesen worden, aber sie haben auch nicht die Hilfe im Prozess bekommen, die sie benötigt hätten. Und in der Türkei ist es wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Da gibt es was wir unmittelbar machen können. Es gibt was, wo wir unmittelbar helfen können, um diesen Menschen eine Zukunft zu sichern und sie aus dieser Gefahrenlage herauszubringen, in der sie sich gerade befinden. Ich danke nochmal für die Möglichkeit, hier zu sprechen und freue mich auf Fragen. So, vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Rune Stinberg. Und die Lage der Uiguren ist schlimm genug. Das brauchen wir wirklich nicht so übertreiben. Und wie Sie auch gesagt haben, die Glaubwürdigkeit ist sehr, sehr wichtig. Darauf passen wir auch auf. Und über die Anzahl der Uiguren in Internierungslager, selbst in diesem White Paper, also im weißes Papier, hat die chinesische Regierung angegeben, von 2014 bis 2019 jährlich 1,3 Millionen Menschen
ausgebildet haben. Also in dieser sogenannten Ausbildungsstätte, also wurde jährlich 1,3 Millionen, das ist also offizielle Angabe der chinesischen Regierung. Das heißt also von 2014 bis 2019, also in 6 Jahren wurden 7,8 Millionen Uiguren in dieser Internierungslager aufgehalten. Vielleicht zum Teil sind sie auch jetzt rausgelassen worden. Aber wie gesagt, wir müssen die Tatsache in die Augen sehen und wir müssen natürlich immer mit Belegen sprechen. Deshalb war es sehr, sehr wichtig, dass Sie hier uns darauf auch hingewiesen haben. Vielen herzlichen Dank. Nächster Referent, Herr Ulrich Delius, der Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker, der auch seit lange Jahren mit Uiguren sich beschäftigt und mit uns auch zusammenarbeitet. Jetzt Ulrich Delius, du hast das Wort. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier mitzuwirken. Jedes Podium, finde ich, lebt ja davon, dass man nicht immer gleicher Meinung ist. Das finde ich immer sehr wichtig und gut. Das wird dann viel lebendiger und interessanter. Insofern, da ich frei spreche, wollte ich noch mal auf ein paar Punkte eingehen von meinem Vorredner. Manches fand ich sehr, sehr gut, anderes teile ich nicht so ganz. Ich fand den letzten Hinweis zum Beispiel ganz, ganz wichtig, den Sie gegeben haben, auf die schwierige Situation von Uigurinnen und Uiguren in manchen Regionen der Welt. Sie haben jetzt die Türkei genannt. Das ist sehr dramatisch, schon seit Jahren die Situation. Wir haben aber auch große Schwierigkeiten in Südostasien zum Beispiel für Uiguren, die dort auf irgendwelchen mehr oder weniger legalen oder illegalen Wegen in diese Länder gekommen sind, dort Aufnahme zu finden. Viele werden einfach überstellt an die Volksrepublik China und das Schicksal, was sie da haben. Man kann es oft nicht recherchieren. Wir fragen immer wieder, die deutsche Bundesregierung, das Auswärtige Amt geht dem nach. Das und das ist das Schicksal dieser Leute, das sind ihre Daten. Recherchieren Sie das bitte über Ihre Botschaft, wo die gelandet sind, dann, nachdem sie aus dem Flugzeug ausgestiegen sind in der Volksrepublik China. Manche Fälle konnten recherchiert werden, dass sie in Gefängnis dann letztlich mit langjährigen Haftstrafen einsitzen müssen. Andere, da verloren sich dann die Spuren und man weiß es nicht, was aus ihnen geworden ist. Also diese Situation beobachten wir seit Jahren, 10, 15 Jahre ungefähr ist es mindestens schon her, dass es sehr viele Recherchen gab zu diesen Geflüchteten und wie schwierig ihre Lage ist und wie gering letztlich bedauerlicherweise die Bereitschaft vieler Staaten ist, diese Menschen aufzunehmen, ihnen Schutz zu gewähren. Manche gewähren ihnen dann Schutz, holen sie dann, wie der türkische Präsident, dann zum Teil auch in die Türkei. Aber missbrauchen sie doch dann auch wieder für ihre Zwecke, um andere Konfliktherde, in anderen Konfliktherden eingesetzt zu werden. Das ist auch dramatisch. Aber ich denke grundsätzlich die Problematik, die Sie angesprochen haben, der mangelnden Solidarität der islamischen Welt mit dem Schicksal einer Bevölkerungsgruppe überwiegend muslimischer Glaubensüberzeugung, die nicht vergleichbar ist mit allen anderen Muslimen in der Welt, die Menschenrechtsprobleme haben. So dramatisch erleben wir es einfach mit keiner anderen muslimischen Gruppe momentan wie das, was sowohl mit Kasachen wie mit Uigurinnen und Uiguren passiert, zum Teil auch mit Kirgisen in Ostturkestan. Und ich denke, das ist wirklich ein enormes Manko und ein Versagen letztlich der islamischen Welt. Und zwar nicht der Bevölkerung in islamischen Staaten, da würde ich gerne nochmal unterscheiden, sondern wirklich auf die Regierungen eingehen. Wir haben enorm viel Kontakte in die islamische Welt, in diverse Staaten, wo wir wissen, dass es eine aktive Zivilgesellschaft gibt in Indonesien, zum Teil auch in der Türkei, in Saudi-Arabien, die sich einsetzt für die Rechte von Uigurinnen oder Uiguren, aber die
Regierungen dieser Staaten haben einfach eine andere Agenda. Und da zählen die Wirtschaftsbeziehungen zur Volksrepublik China. Wir haben diverse Staaten in der Organisation für islamische Kooperation, wie zum Beispiel Pakistan, die seit Jahrzehnten Werbung betreiben für chinesische Politik in Xinjiang, Ostturkestan, das heißt Repression, die ganz deutlich sagen, wir unterstützen das, weil das ist der Kampf gegen den Terrorismus und wir werben für diese chinesischen Anliegen in der islamischen Staatenwelt. Und das ist eigentlich das Versagen eben dieser Regierung, dass sie Rücksicht nehmen auf die Volksrepublik China und ihre Interessen, ihre eigenen Wirtschaftsbeziehungen und dann nicht über die Situation ihrer Glaubensbrüder oder Schwestern reden wollen. Aber wie gesagt, ich würde da wirklich auch nochmal sehr akkurat unterscheiden zwischen den Regierungen und der Zivilgesellschaft und den Medien, die zum Teil schon sehr deutlich Position beziehen und sagen, das ist eigentlich ein Skandal, dass da so weggeschaut wird. Und wenn wir uns anschauen, wie sind die letzten Abstimmungen in den Vereinten Nationen abgelaufen, wenn da nur 39 Staaten bereit sind, Initiativen, die von der Europäischen Union, von Kanada, von den USA ausgehen, in Sachen Verurteilung von schweren Menschenrechtsverletzungen dieser Region Chinas mitzutragen, dann ist das ein Trauerspiel eigentlich bei über 190 Staaten. Und alleine wenn diese OIC-Mitgliedstaaten, also die islamischen Staaten von 50 Staaten das mittragen würden, dann hätte das schon ein ganz anderes Gewicht weltweit. Und das ist wirklich also was, wo ich sagen würde, da ist ein kollektives Versagen quasi dieser Regierung, leider mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Was jetzt die Menschenrechtssituation im Land selbst angeht, natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, Fakten brauchen wir. Aber wir haben es ja eben nicht mit einem Rechtsstaat zu tun, der uns mal als Menschenrechtsorganisation einfach einreisen und recherchieren lässt. Sie selbst erleben es ja auch als Wissenschaftler. Wenn wir als Menschenrechtler einreisen wollen, ich bin seit über 10 Jahren mit einem Einreiseverbot belegt. Andere Kolleginnen und Kollegen von Human Rights Watch, Amnesty International, denen geht es genauso. Also wie sollen wir recherchieren, wenn wir nicht ins Land dürfen oder auf jeden Fall nicht zu Bedingungen ins Land dürfen, die akzeptabel sind für Regierungen, für Menschenrechtsorganisationen, sprich unabhängige Recherche machen können. Und das ist einfach das Problem. Diese Volksrepublik China tritt seit 3 Jahren mit einem Narrativ in der Welt auf, versucht uns anfangs das Ganze, wie man sie immer nennen mag, Umerziehungslager, Internierungslager, als Fortbildungszentren zu verkaufen mit tollem Sportangebot und allem, was wir da gesehen haben, versucht dann Diplomaten, als es Stress gab für sie im Menschenrechtsrat in den Vereinten Nationen in Genf, haben sie versucht, Diplomaten einzuladen, diverser Staaten, um ihnen zu zeigen, was für ein gesundheitsförderndes System das ist, diese Lager einzurichten und dass es doch das Wohlbefinden der Menschen dort steigern würde. Und wie wirken wir dagegen ein? Das ist so schwierig als Menschenrechtsorganisation, wenn sie nicht einreisen dürfen, wenn sie nicht frei recherchieren dürfen. Die Journalisten, die es gemacht haben, und da kenne ich einige von, die einfach aus dem Land herausgeworfen wurden, deren Lizenz einfach nicht mehr verlängert wurde, weil sie einfach die falsche Berichterstattung quasi gemacht haben, weil sie sich nicht damit abgeben wollten, was die offizielle Nachrichtenagentur und die offiziellen Medien eben verbreiten möchten über die Region. Und das ist, denke ich, das Hauptproblem. Also wir haben keinen freien Zugang. Wir haben weder freien Zugang für die Mitglieder des Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages, der lange schon dorthin reisen will, noch für die Menschenrechtsbeauftragte Frau Kofler, die es immer wieder uns erzählt, ich möchte da gern hin, aber nicht zu den Bedingungen, die China zulässt, dass ich da für 3 Stunden einreise und das dann abnicken darf, was dort passiert. Das ist alles wunderbar. Sondern ich möchte selber auswählen können, wie lange ich mich wo aufhalte und was ich da sehe. Und das Problem für Menschenrechtsorganisationen ist eben nach wie vor noch immer massiv. Wir kommen nicht hinein. Wir leben davon. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben wirklich darum gekämpft, dass bestimmte Leute aus dem Land herausgekommen sind. Wie jetzt zum Beispiel als eine Kronzeugin, Frau Saulbay, die eine Kasachin, ethnische Kasachin, die
der es gelang, mit großen Schwierigkeiten aus dem Nordwesten Chinas zu fliehen. Sie musste in einem Lager arbeiten, war quasi zwangsverpflichtet worden, um dort zu unterrichten. Ihr gelang dann die Flucht nach Kasachstan und aus Kasachstan versuchten dann die chinesischen Sicherheitsbehörden, sie herauszubekommen in einer Nacht- und Nebelaktion, und wie wir dann gemeinsam mit kasachischer Zivilgesellschaft dagegen gehalten haben, bis wir dann schließlich nach langen Gesprächen mit diversen Institutionen in Europa erreichen konnten, dass sie in einem europäischen Land, in Schweden, dann Asyl bekamen. Weil wir gesagt haben, diese Frau ist die Grundzeugin. Diese Frau hat doch die Arbeit. Sie hat das alles erlebt. Sie war nicht nur sozusagen Opfer, wie einige wenige, die man dann später erreichen konnte, sondern sie war Teil des Systems, zwar zwangsverpflichtet, aber Teil des Systems. Und hat natürlich dadurch nochmal ganz andere Eindrücke bekommen. Und da haben wir und andere sehr dran gearbeitet. Also wie kann man in Kasachstan, da wo die meisten Leute letztlich Aufnahme fanden, die direkt in diesen Lagern waren, und wie kann man von denen nochmal Tatsachenberichte bekommen, die auch in gewisser Weise überprüft und abgeglichen werden können. Das war eine ganz schwierige Tätigkeit, so und zwar 1819. Aber das Problem ist eben, es sind jetzt, finde ich, nicht die Organisationen im Exil, die Zivilgesellschaft hier und manchmal auch Medien, die Sachen nicht ausreichend recherchieren, sondern das Hauptproblem sehe ich darin, und da möchte ich auch doch noch mal den Finger drauf legen, das sind die chinesischen Behörden mit ihrer staatlich zensierten Mediengesellschaft, die einfach absolut nicht zulässt, dass es freie Recherchen gibt. Und da müssen wir ansetzen und immer wieder das hinterfragen, welches Narrativ wird uns da präsentiert. Aber ich bin vollkommen Ihrer Meinung, wenn ich auch sage, wir dürfen uns nicht zu sehr auf diese Lager konzentrieren. Die Lager, die waren in einer gewissen Epoche, in einer Zeitschiene waren die wichtig. Aber inzwischen, denke ich, sind wir schon wieder in einer neuen Zeitschiene, wo schon die Überwachung so perfektioniert ist und viele Leute so gleichgeschaltet sind, die diese Lager durchlaufen haben. Andere sind dann ins Gefängnis gekommen, vergleichsweise hoffnungslose Fälle aus chinesischer Sicht. Und dass vielleicht diese Lager irgendwann nicht mehr existieren werden. Aber das heißt trotzdem nicht, dass in der Region Menschenrechte geachtet werden. Die Identität von Uiguren, von Kasachen, von Kirgisen berücksichtigt wird und respektiert wird. Sondern sie haben einfach einen Prozess der Gehirnwäsche mitgemacht, der sehr gezielt betrieben wird, unter Einsatz auch von Hochtechnologie, und uns interessiert in dem Zusammenhang immer sehr, was da vielleicht auch noch an ausländischer Technologie daran beteiligt war. Es war viel chinesische Hochtechnologie, das ist sicher, aber sicher, es deutet vieles darauf hin, dass es eben auch durchaus Unterstützung aus dem Ausland da gab. Und wenn sich dieses System der Lager quasi überlebt hat, weil man kann die Menschen viel perfekter kontrollieren, wenn sie aus den Lagern heraus sind. Sie sind sozusagen angepasst und sie sind überwacht. Überwacht in jeder Beziehung, in allen ihren Tagesabläufen. Und das ist einfach das Horrorszenario, was wir vor Augen haben, wo wir befürchten, dass dann Politik vielleicht sagen könnte, naja, es gibt doch keine Lager mehr, das sind wirklich ja viel weniger Lager, schaut euch diese Satellitenbilder an und so weiter, hat sich doch normalisiert. Und das ist eigentlich das wäre die schlimmste Perspektive, wenn man sagen würde, nur die Tatsache, dass es vielleicht weniger Lager gibt, führt dazu, dass sich das Leben für die Menschen normalisiert hat. Also man muss mehr da, finde ich, reingucken, und da hoffen wir natürlich auch, dass das Wissenschaft auch macht. Wissenschaft hat nochmal ganz andere Zugänge und oft auch freiere Zugänge als wir, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wenn man sich outet, dann wird es irgendwann auch schwierig. Das haben ja auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erlebt, die dann keine Visen eben mehr bekamen, um nach
China entweder einzureisen oder in diese Region einzureisen. Aber das wäre eben wichtig, das nochmal weiter zu dokumentieren. Worin besteht denn die Repression? Worin besteht denn die Unmöglichkeit für die Menschen, doch, dass ihre Identität richtig anerkannt wird, dass das, was in der Autonomieverfassung quasi ihrer Region steht, den Autonomiegesetz auch tatsächlich beachtet wird. Weil was wir momentan erleben, ist einfach eine ständige und stetige Missachtung, eine Respektlosigkeit gegenüber allem, was muslimische Nationalitäten dort ausmacht. Ob es ihre Kultur ist, ob es ihre Bücher sind, ob es ihre Sprache ist, ob es ihre Religion ist. Und was ist denn das für eine Botschaft? Was ist das für eine Botschaft von einem Staat, der von sich selber sagt, ich bin ein Vielvölkerstaat, hier genießt jede Nationalität, genießt die gleichen Rechte. Nur wenn es dann um muslimische Nationalitäten geht in dieser rohstoffreichen Region, dann wird es plötzlich gekippt und dann geht es nicht mehr um Respekt, sondern dann geht es nur noch um Gleichschaltung. Und man hat ja eigentlich den Versuch über Jahrzehnte gemacht, dort quasi eine gleichgeschaltete Mittelschicht zu schaffen, mit der man im Ausland den Eindruck erwecken kann, es gibt doch eine freie intellektuelle Szenerie dort, Wissenschaft kann recherchieren, Wissenschaft kann ins Ausland reisen, auf Kongresse gehen und so weiter. Und wo sind diese Leute alle gelandet? Also ich kenne viele von denen und die sind entweder alle in Lagern oder in Gefängnissen. Oder sie sind inzwischen zu Hause, aber da ist dann so eine verrückte Situation, dass man nicht anrufen darf, weil sie haben große Angst, sobald es irgendwelche Kontakte mit dem Ausland gibt, dass sie sich verdächtig machen und sie versuchen, ihre Angehörigen im Ausland, die für sie sozusagen hier in die Öffentlichkeit gegangen sind, um zu erreichen, dass sie freikommen, versuchen an die zu appellieren, bitte macht nichts mehr, mir geht's doch wunderbar, ich lebe prima hier, alles in Ordnung. Nur lasst bitte dieses laute Rufen nach mehr Rechten und nach Freiheit für mich, lasst das sein, weil es hilft uns nicht. Und das ist eine absolut absurde Situation. Und China ist letztlich gescheitert mit diesem Ansatz, diese Mittelschicht aufzubauen. Auch ein Parteibuch ist für eine Uigurin oder ein Uigure heute lange kein Schutz mehr. Es sind so viele Parteimitglieder eingebuchtet worden ins Gefängnis, einfach weil man einen Pauschalverdacht gegenüber dieser ganzen Bevölkerungsgruppe hat. Und das ist etwas, also ich als Vertreter von einer Menschenrechtsorganisation, die sich für Nationalitäten jetzt noch seit 5 Jahrzehnten einsetzt, das ist so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Einer gesamten Bevölkerungsgruppe, einer Nationalität deutlich zu machen, ihr habt hier eigentlich kein Überlebensrecht. Ihr müsst euch anpassen. Ihr müsst unsere Sprache lernen, ihr müsst eure Kultur aufgeben. Das ist im Prinzip die Botschaft, die kommt. Und das ist eine Botschaft, also ja, mich würde es nicht wundern, wenn es eine freiere Gesellschaft gäbe, dass es mehr Widerstand dagegen geben würde. Wir haben ja diesen Widerstand in den 2000er Jahren auch intensiv erlebt. Nur jetzt ist es inzwischen so gleichgeschaltet, dass auch dieser Widerstand nicht mehr möglich ist. Und wenn ich das jetzt so über die Jahre vergleiche, also ich beschäftige mich jetzt seit 25 Jahren mit Ostturkestan, es ist brutal. Man denkt jedes Jahr, es kann nicht schlimmer werden, aber es wird jedes Jahr noch schlimmer. Und das ist eigentlich das, denke ich, wo sowohl Wissenschaft wie Politik, wie Menschenrechtsorganisationen zusammenfinden müssen und sich nochmal klar machen müssen, das, was dort sich entwickelt, das kann ja ohne weiteres in eine andere Region, zum Beispiel erstmal in der Volksrepublik China, aber viel von dieser Sicherheitssoftware wird ja auch exportiert, zum Beispiel nach Afrika und dort auch eingesetzt. Also das kann jederzeit woanders auch eingesetzt werden. Und dass man eigentlich den Anfängen wehren muss, was da aufgebaut wird unter Uigurinnen und Uiguren mit dieser Sammelwut von Daten, ohne dass es Datenschutz gibt, mit dieser totalen Kontrolle des Alltagslebens für viele Menschen, das ist eine
ehrlich gesagt eine fatale Vision eines Lebens in der Welt, dass man keinem Menschen, egal wo er wohnt, wünschen mag, dass er sowas erdulden muss. Und wenn man seine eigenen Angehörigen einfach letztlich ignorieren muss, weil man weiß, wenn man sie anruft, wenn man Kontakt mit ihnen aufnimmt, dann kann das dramatische Folgen für sie haben. Das ist einfach eine katastrophale Situation. Und ich denke, für jede Uigurin, jeden Uiguren, der das so lebt, ist es einfach eine dramatische Erfahrung der absoluten Respektlosigkeit, und das weckt irgendwann Aggression oder Verzweiflung, auf jeden Fall nichts Gutes. Und also ich frage mich als Mensch, und Menschenrechtler frage ich mich immer, was geht in den Köpfen solcher Leute vor, die so ein teuflisches, so ein zynisches System einfach sich ausdenken? Was ist denn das, was sie wollen? Was ist das, was sie erwarten? Lange Zeit haben wir gesagt, dieses System kann nur Gewalt produzieren. Es übt selber Gewalt auf Menschen aus und die Gegengewalt wird kommen. Jetzt unterdrückt man die Gegengewalt. Was ist die Zukunft dieser muslimischen Nationalitäten? Und was bedeutet das für andere Regionen, wie zum Beispiel die Innere Mongolei, wo es ja auch jetzt viel Proteste gibt, Tibet, ganz zu schweigen von Hongkong, von Taiwan und was da noch so in den Fokus kommen könnte. Und das ist einfach für uns die erschreckende Zukunftsvision, weshalb wir denken, es ist total wichtig, dass man die Situation der Uigurinnen und Uiguren und der Kasachen sehr, sehr ernst nimmt und nicht nur seine Betroffenheit darüber äußert, sondern versucht auch gemeinsam dagegen zu handeln. Diese Sanktionsmechanismen sind jetzt zum Beispiel ein erster guter Schritt, dass man auch von Seiten der Europäischen Union jetzt dazu übergehen will, bestimmte Verantwortliche für schwerste Menschenrechtsverletzungen nach dem US-Beispiel zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist ein wichtiger Schritt, und das könnte man eben ohne weiteres, wenn der politische Wille dafür da wäre, und wir hoffen, dass er bald da sein wird bei der Europäischen Union, dann auch mal mit Verantwortlichen für diese Verbrechen in Ostturkestan, Xinjiang eben auch weiter vorantreiben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht einfach zur Tagesordnung übergeht. Weil was wir jetzt erlebt haben seit 2017, seit es die Lager gibt, ist, die Menschen gewöhnen sich daran. Man gewöhnt sich daran, plötzlich von 1 Million zu reden, und dann denken wieder andere nach 1,5 Jahren, ja, jetzt sind noch mehr drin, in den Lagern sind es 1,5 Millionen. Natürlich ist das zum Teil ein Stochern im Nebel, aber es gibt einfach sehr, sehr viele Recherchen, die in die Richtung gehen, dass ganze Regionen eben massiv umstrukturiert wurden. Satellitenbilder der Auswertung schon zeigt, also es hat einen enormen Umfang. Wir legen auch immer sehr großen Wert darauf, dass dann nicht mit inflationären Zahlen gearbeitet wird. Es geht um Hintergründe, es geht um das, was empfinden die Menschen, die unter diesem Regime leben. Und ich denke, ich will jetzt nicht irgendwie die Problematik zu hoher Zahlen minimieren, aber ich will eben deutlich machen, das, was dort Menschen erleben, stellt ehrlich gesagt, also ich habe die jetzt seit 35 Jahren hauptamtlich Menschenrechtsarbeit, stellt das meiste in den Schatten, was ich in meinem Leben bislang erlebt habe, und die Planmäßigkeit, mit der vorgegangen wird. Und das, denke ich, das ist was, das muss uns besonders Sorge machen, weil es könnte eben in andere Regionen, nicht nur der Volksrepublik, sondern auch sonst der Welt exportiert werden. Und wir sehen ja, was China im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen macht, wie es systematisch versucht, Menschenrechtsstandards einfach zu schleifen und dafür zu sorgen, dass das, was in Jahrzehnten geschaffen wurde, mühsamer Kleinarbeit, dass das innerhalb weniger Jahre zerstört wird und mit einer anderen Agenda, mit einer anderen Herangehensweise eben verwässert wird. Und das macht uns eben als Menschenrechtsorganisation so große Sorge, weshalb wir denken, natürlich ist die Tatsachenlage schwer, aber wir müssen die
die Hintergründe stärker in den Vordergrund stellen und wo sich das hinbewegt. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass die Welt nicht mit Gleichgültigkeit irgendwann darauf reagiert und dann nicht so Journalisten, wie ich es häufig habe, dann sagen, ach, haben Sie nichts Neues, nur 1 Million und so, die in Lagern sind. Ja, das ist doch eine absurde Situation. Und das ist einfach, also den Menschen diesem Lieber schrecklichen... Ulrich, ich muss dich leider Ja, unterbrechen. ich komme zum Ende. Diesen Menschenrechtsverletzungen einfach ein Gesicht zu geben und nochmal klarzumachen, wie wichtig es ist, dass man ihr Schicksal jetzt auch einer weiteren Öffentlichkeit zugänglich macht. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, lieber Ulrich Delius, für deine ausführliche Rede. Das sollte nicht so verstanden werden, dass die Unterdrückung der Uiguren nur mit der Internierungslager angefangen hat. Also die Unterdrückung der Uiguren ist schon seit 71 Jahren, nämlich als China unser Land 1949 besetzte. Und seit 70 Jahren werden Uiguren unterdrückt, verfolgt, und aber die Unterdrückung nimmt von Jahr zu Jahr zu, und dann wird immer schlimmer, immer schlimmer. Deshalb also ist es nicht nur Internierungslager, da wenn man davon ausgeht, dass die Frauen gegen ihre Willen sterilisiert werden, über 500 schulpflichtige Kinder in solchen Internaten chinesisch umgezogen werden, und dass in unserem Land 46 Mal Atomteste durchgeführt worden sind, und die Anzahl von Chinesen von Jahr zu Jahr in unserer Heimat steigen. Als sie unser Land besetzten, waren sie nur 3%. Heutzutage ist nach chinesischen Angaben 46%. Also die sind schon längst über 50%. Und jetzt mache ich die Fragerunde, öffne ich damit. Die Zuschauer, die Teilnehmer, die Fragen haben, können direkt sich an die Referentin oder Referenten wenden. Wir haben 15 Minuten zum Fragen, weil wir sollten 19:30 Uhr aufhören. Wir haben bereits schon überschritten, aber noch 15 Minuten haben wir Zeit für die Fragen. Bitte schön, die Runde ist eröffnet. Ja, bitte, Herr Stinberg. Ja, wenn es jetzt gerade keine unmittelbaren Fragen gibt, würde ich gerne einfach kurz zu dem antworten, was Herr Delius vorhin gesagt hat. Ich bin völlig einig mit dem, was Sie gesagt haben, und es ist wirklich ein großes Problem, dass wir so schwierig Zugang bekommen zu Ostturkestan oder Xinjiang und dass wir wenig Daten haben, aber wir haben nicht so wenig Daten, wie es scheint. Wir haben eigentlich sehr viele Daten, und es sind auch sehr viele Daten dort draußen. Ein Problem ist, dass viele dieser Daten nicht frei zugänglich gemacht werden. Zum Beispiel haben wir von diesen China Cable Leaks gehört. Das sind 400 Seiten. Von denen haben wir bisher veröffentlicht weniger als 100 gesehen. Der Rest wird von Consortium for Critical Journalism und der New York Times plus ein paar Analytikern, Forschern gehalten und für ihre eigenen Veröffentlichungen selbst genutzt, statt dass sie frei gegeben werden dafür, dass mehrere Leute daran arbeiten können. Das ist ein Riesenproblem. Ein zweites Problem ist, wir haben sehr viel Informationen in der uigurischen Diaspora in Kasachstan, in der Türkei und auch viele uigurische Aktivisten, die das gesammelt haben, die damit sitzen. Wir haben keine Leute, die das wirklich bearbeiten können, die sich da ranmachen, sich damit zu beschäftigen. Und also es gibt sehr viele Daten, die viel besser bearbeitet werden könnten, um eine klarere Lage zu bekommen. Dazu brauchen wir Ressourcen. Die uigurischen Aktivisten brauchen Ressourcen. Die einzigen uigurischen Aktivisten, die gerade wirklich Ressourcen bekommen, sind die aus Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten unterstützt werden. Und die haben eine ganz bestimmte Agenda und die haben eine ganz bestimmte Vorstellung davon, wofür sie diese Daten nutzen wollen. Das sehe ich gerade als ein sehr, sehr großes Problem und eins, was man auch lösen kann,
ohne an China was zu ändern. Wenn wir an China was ändern können, und ich finde, das sollten wir versuchen mit allen Mitteln, vor allem auch mit diplomatischen Mitteln, weil ich glaube, dass das schon ein wichtiger Weg ist, nicht der einzige, aber ein wichtiges Element davon, dann sollten wir das auf jeden Fall machen. Aber es gibt auch Sachen, die wir machen können innerhalb der Sphäre, die uns zugänglich ist. Und ich glaube, es gibt mehr, als die meisten sich vorstellen. Ich habe gerade unsere Webseite geteilt in dem Chat, Shahid Biz. Da haben wir 11.000 Dokumentationen von Opfern in Osttürkestan gesammelt. Und das ist ein Teil von dem, was es da draußen gibt. Es gibt auch eine uigurische Organisation in Norwegen, die ebenso sammelt. Es gibt Atatürk in Kasachstan, die das alles angefangen haben. Die sind jetzt leider in den Händen der kasachischen Regierung und werden stark unterdrückt und in ihrer Arbeit gestoppt. Aber es gibt die Daten und die Daten können bearbeitet werden. Und im Moment sitzen wir bei Shahid Biz und haben viel zu wenig Datenanalytiker, die sich diese Sachen angucken. Viel zu viele Daten. Und es gibt noch potenziell sehr viel mehr Daten, wenn man sie einsammeln könnte, dazu, was eigentlich passiert ist. Ich bin völlig damit einig, egal ob die Lager jetzt immer noch so funktionieren, wie sie es taten oder nicht. Wir müssen auf jeden Fall rausfinden, was da passiert ist, das dokumentieren. Und gerade sind die Menschen, die darüber was wissen, sind hier und sie können sich noch daran erinnern und sie haben das noch nicht alles so stark verdrängt, wie sie es später vielleicht tun werden, um mit den Schmerzen umzugehen, dem psychischen Leiden, das sie dadurch erfahren haben, was sie dort erlebt haben. Ich plädiere einfach dazu. Zum Beispiel arbeite ich gerade mit der UN zusammen und wir haben aber nur ein Team von 3, 4 Leuten zusammenbekommen, weil das einfach nicht die Priorität hat, politisch gesehen. Und auch in Deutschland weiß ich von keinem Team von Forschern, die wirklich da auf Aufklärung hinarbeiten. Ich weiß auch nicht von einem Ort, wo ich Gelder dafür beantragen könnte, zum Beispiel. Herr Pastor, Sie müssen Ihr Mikrofon aufmachen. Ich darf fragen, meinen Sie? Super. Herr Chan? Ich habe gefragt, es wurde gerade gesagt, Saudi-Arabien lässt Uiguren forschen über ihre Heimat. Soll das wirtschaftliche Absichten haben? Ganz kurz dazu, nein, es geht nicht um Forschung, es geht um Unterstützung von Aktivisten. Und es gibt unterschiedliche uigurische Aktivisten in der Türkei und anderswo. Und die gerade viel Geld haben, die Geld genug haben, um ihren eigenen Fernsehkanal zu öffnen, um wirklich Ressourcen zusammenzubringen, das sind die aus Saudi-Arabien Unterstützung bekommen und die haben eine ganz klar religiöse Agenda. Die haben keine Forschungsagenda. Die eine Forschungsagenda haben, die wir so moderate Aktivisten nennen könnten, die machen das alles gerade freiwillig. Die haben kein Geld dafür. Die schaffen sich gerade in Corona-Zeiten über die arbeiten in ihrer Freizeit daran, Zeugenaussagen zu Zwangssterilisation, zu allen möglichen anderen Themen einzusammeln. Ich war gerade in Istanbul und habe mit denen gesprochen. Für die wäre es ja unglaublich, wenn sie nur annähernd solche Ressourcen haben, wie die sehr viel stärker religiös-konservativen Gruppen es haben. Herr Pastor, wollen Sie zum Wort melden? Ihr Mikrofon ist zu, das müssen Sie aufmachen. Ihr Mikrofon muss eingeschaltet werden. Ja. Bin ich jetzt zu hören? Nein. Bin ich zu hören, nicht? Doch, wir hören Sie, Herr Pastor. Ich wollte noch mal etwas zu Herrn Zielberg sagen.
als ihr beklagte die minimalen Forschungskapazitäten. Herr Delius hat ja darauf aufmerksam gemacht, dass wir durch die Situation der Uiguren doch prognostizieren können, welche Entwicklung solche eine Menschenrechtsverletzung systematischer und langfristiger Art bewegen könnte, nicht nur im Land der Uiguren und in China, sondern darüber hinaus ja weltweit. Und dass das ein Argument sein könnte, dass sich die Forschung und internationalen Staaten wesentlich mehr darum kümmern und auch Geld in die Hand nehmen, um die Forschungsprojekte zu erweitern. So, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben 1,5 Stunden über Uiguren debattiert. Das war eine informative Veranstaltung und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Referentinnen und Referentinnen und auch für die gute Zusammenarbeit. Wir werden in Zukunft weiter über die Uiguren in irgendeiner Veranstaltung wieder zusammenkommen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Patzelt, Frau Generalkonsulin, Herr Markus Rindersbacher, Ulrich Delius, Herr Dr. Rone Stinberg. Vielen herzlichen Dank und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Auf Wiederhören. Danke. Ja, leider bin ich nicht zu verstehen. Danke für die Einladung. Bis bald.